Ja, werte Zuschauer vom Pflegt im Weltall umeinander furzen ohne Plan. Wir sind da. Endlich ein neues System. Schauen wir mal, was das zu bieten hat. Wir haben unedle und edle Metall. Edel, unedel. Ist sicher nicht das Dümmste. Was vermutlich wichtiger ist, ist das Schiffchen da hinten. Zeitmäßig sieht es noch okay aus. Ich würde sagen, wir machen doch als allererstes gerade so einen schönen, coolen Raid. Das heisst, wir sammeln unsere roten Kerlis, machen es auf direkten Befehl, sagen, steig ein ins Shuttle. Dann soll das Shuttle da übergehen andocken. Sagt keine Schleuse, also werden wir wahrscheinlich wieder mal dort hin müssen. So, und während die da unterwegs sind, in der Hoffnung, dass die abbauen können, geben wir dort den Befehl zum Abbauen. Einer kann zumindest abbauen, das ist schon mal gut. Dann läuft das. Gut, Shuttle da. Nehmen wir mal alle aussteigen. Oh, das ist mit Aliens. Das sehen wir jetzt schon. Es ist jetzt leider gerade ein bisschen hinter dem Shuttle. Versteckt. So, meine Leute fangen an zu schiessen. Okay, ich muss am Anfang wirklich aufpassen. Das ist, ich campe jetzt einfach mal da so im Floating Room. Und schiessen auf alles, was man irgendwie über den Weg läuft. Das ist immer ein guter Plan. Oh, 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 oh. Tschüss! So, ein bisschen taktisch vorgehen. Okay, das war's. Das ist jetzt noch ein, ja, easy Schiffchen gewesen, sage ich mal. Dann tun wir das mal plündern. Menschenfleisch liegt rum, sehr schön. Wein, ein Fuß. 5 Fertigmahlzeit, das ist schon mal gut. Das ist Monsterfleisch. Wir haben alles über. Ja, und wie es halt am Anfang ist, tun das aber alles komplett ausbieten.
Irgendwann kann man dann so gewisse Blöcke weglassen, was dann einfach nicht mehr so wichtig ist. Aber im Moment haben wir ja wirklich nichts. Wir haben uns sehr vorausgehabt beim Bau von dem wunderschönen Raumschiffli. Und mir fällt auf, wir haben immer noch keine Türen da. Zumindest da will ich eine. Ich hoffe nicht, dass es dort noch ein bisschen besser wird. Gut, also erobert, jetzt wird er wieder abgebaut, das kennt ihr schon, das letzte Ding. Jetzt geht es einfach darum, dass wir da wieder ein bisschen zu Ressourcen kommen. Wir haben ja also recht vorausgehabt, dass wir da wieder ein bisschen Material haben. Und wenn wir dann genug Material haben, kann man dann anfangen, das Schiff wieder auszubauen. Vor allem brauchen wir dann irgendeine auch Waffen. Ich möchte aber auch... Ja, es ist im Moment alles so extrem vollgestopft. Ich möchte unbedingt ein bisschen grösser werden. Zu wenig Hüllenblöcke. Aber das passt, jetzt können wir da mit dem Müll, den wir dann abbauen, können wir einen Wiederaufbereitung machen. Zum Beispiel kann man jetzt 4 von denen machen. Jetzt ein bisschen haben wir noch Vorräte vom letzten Mal. Dann gibt das wieder einen Hüllenblock. Und wenn man so konsequent eigentlich das ganze Material immer wieder aufbereitet tut, dann kommt man recht gut und schnell und vor allem billig. Okay, die Tür ist gebaut, jetzt bin ich gespannt, ob das auch funktioniert. Das ist besser, ja. Ah ja, jetzt Wohlbehagen im positiven Bereich. Da haben wir normal ein Klo, wo wir auch noch die Tür machen. Okay, es tut es nicht komplett wegmachen. Aber zumindest wird es ein bisschen reduziert. So, Tür und Klo. Und ich behalte jetzt da vor allem den Wiederaufbereiter im Auge. Dass der immer schön beschäftigt ist jetzt mit dem Zeug umsammelt. Das sieht schon recht ausplündernd aus. Wie sollte der Frankie einen Sauerstoff? Frankie, was machst du? Der auch? Wieso hat ich keinen Sauerstoff? Ja, Krankenstation brauche ich auch unbedingt. Ich sehe schon, die sind schon ein bisschen angeschlagen.
Frankie ist ohnmächtig. Nicht der Philipp. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, wann normales lädt die sich auch mit Sauerstoff auf. Irgendetwas ist da schief gegangen, ich weiß es nicht. Aber er hat es überlebt, er schläft, sie heilt sich. Sehr schön. Gut, schauen wir da hinten haben wir noch einen Hüli. Energieschrott können wir noch machen. Einen zweiten Hüli. Und Infrastruktur Nummer 5. Klotür fertig. Wie sieht es jetzt aus mit dem Komfort? Ah ja. Mal, es ist gut. Jetzt bin ich zufrieden. Was vielleicht noch zu sagen gibt, Strom. Ist mir gerade aufgefallen. Gibt es 3 verschiedene, oder? Da gibt es den grossen, der braucht 1 Feld Platz. Hat 150 Kapazität und Reichweite von 5. Der wandmontierte hat nur 4 Reichweite und nur 50 Ladekapazität. Und der Boden hat nur 25 Kapazität und auch 4 Reichweite. Ladekapazität heisst, dass ein gewisses Maß an Energie gespeichert werden kann und dann viel Energie abgesogen wird in die Umgebung. Dann tut es das kurz- bis längerfristig überbrücken, je nachdem, wie viel das man dort geladen hat. Also kann man so gewisse Energiespitzen ausgleichen. Das sollte man einfach im Kopf behalten. Was, das hat Hüllblöcke, ja, Hüllblöcke sind ein knapp, das ist so. Und da einfach immer alles schön aufbereiten, was da so an Teil reinkommt. Dann füllen sich dann auch langsam die Lager wieder mit entsprechenden Hüllenblöcken. Grundsätzlich Blöcke. Und da haben wir dann wieder genug von denen, dann kann man anfangen weiterbauen. Im Moment haben wir die Grundfunktion alles sichergestellt, aber das Schiff muss natürlich noch viel grösser werden. Ja, es sieht ein bisschen nicht so toll aus rundum, ehrlich gesagt. Ah, okay, jetzt könnte ich nochmal weiterfliegen und dort noch die Station ausnehmen. Das Problem ist aber ein bisschen da die grünen Dinger, die ich brauche zum Springen. Die sind ein bisschen knebig. Gut, der scheint auch die Nase zu voll haben von meinem Startsystem, kommt wieder.
Mal schauen, vielleicht kann man irgendwie den Fuß oder das Monsterfleisch verkaufen. Was ist das Monsterfleisch? Das gar noch nicht. Das müsste schon weg sein. Ah, das ist wahrscheinlich ein Kompo. Ich kann mich erinnern, dass es gegangen ist, aber Monsterfleisch habe ich da nicht im Inventar. Es sei denn, er hat es verarbeitet, ich kann es nicht mitbekommen. Moll, der müsste ja, der zeigt es mir da ja. Wo ist er denn? Ach, der liegt am Boden, genau. Der müsste jetzt auf so einem Seziertisch auseinandernehmen. Ich kann mich erinnern. Oder ich schmeiße ihn so, wie er ist, direkt dort auf die Kompoststufe. Es ist nicht so etwas anderes besser. Oh je, wo ist ich das? Sind es ein Seziertisch? Ist das gewesen, oder? Da, Obduktionstisch. Ah, der bringt natürlich gar nichts hier. Bauen wir noch die Edelmetall ab. Der ist ansonsten durch. Ah komm, Schrott. Holt er den, vielleicht kann ich verkaufen. Mal schauen. Ach, so viel Biomasse kommt gar nicht an. Oh, cool, da oben ist alles fertig gebaut. Eigentlich sind wir jetzt voll ready. Das Einzige, wo wir jetzt noch darauf warten, ist, dass er dort das Edelmetall abbaut. Schauen wir mal, ob wir da noch etwas weiter aufbereiten können. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir Tischschrott. Und 5-mal die Hülle. Und 8-mal die Infrastruktur. Das gibt schön Blöcke, Infrastrukturblöcke, gibt es mega cool. Dann haben wir das. Tischblöcke, genau, Tischblöcke sind nicht das grosse Problem gewesen. Tischblöcke machen wir mit dem. Mit dem verbessert, oder? Genau. Braucht Infrastruktur und Elektronik. Nein, Optronik. Und Optronik braucht wiederum Elektronik. Ja, das ist nicht ganz billig. Also das kann ich im Moment nicht herstellen. Ich könnte es herstellen aufgrund von der Ressourcen, aber ich habe das Platzproblem. Ich kann all die Fabriken nicht erstellen. Mit anderen Worten, ich muss zuerst mal ein bisschen grösser werden. Und dann können wir das in Angriff nehmen.
So, dann haben wir ein neues Schiff im Sektor, den kennen wir schon. Jetzt schauen wir mal, ob mit dem sinnvoll handeln kann. Also das verkaufen wir einfach, das kann ich eh nicht brauchen. Ein Menschenfuß immerhin. Wenn man schauen, was selber hat, dann natürlich Pistolen handelt, dann hat er einen schlechten Pistolenpreis. Entsprechend macht es überhaupt keinen Sinn, dem die jetzt unter die Nase zu treiben. Ich mache mal so. 79. Ich kann sogar noch das Wasser drauflegen. Ist jetzt also nicht der Killerhandel, aber immerhin. Ja, fürs Erste ist noch ein Preissystem voll easy. Also, jetzt müssen wir noch warten, bis die Abbau sind. Das ist jetzt der Fall und dann geht es eigentlich weiter ins nächste System. Sobald der Austausch stattgefunden hat, sind wir bereit und dann können wir abdüsen. Tiptop foodmäßig ist okay, würde ich sagen. Der ist noch beschäftigt. Der Handel läuft noch. Okay, Handel abgeschlossen. Ja, dann lassen wir es schlafen und wenn sie geschlafen haben, springen wir ins nächste System, schauen, dass was dort wartet. Und das machen wir natürlich in der nächsten Episode. Bis dahin, tschüss.